Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock 2 Minerva's Den auf Pelzig. Und ich habe mich so ein bisschen vom Puppenloch mittlerweile erholen können. Oh, Rapture's Best and Brightest 1952, Andrew Ryan, Sophia Lamb. Das ist der Doktor Chinesen Sadist. Das könnte unser guter Porter sein. Das könnte Tenenbaum sein. Und das könnte wohl Reed sein. Reed Wall. Okay, ja, das ist mal eine tolle Truppe. Alles ganz bezaubernde Leute, die wir alle so kennengelernt haben. Alle hopp. Oh. Stirb! Stirb doch bitte. So. So stirbt man richtig. Erstmal ein Pepprigel, Knusper, noch zwei grausame Morde. Und ja, die Leiche hat leider nichts mehr dabei. Glücklicherweise springen die nicht im Resident Evil-Style wieder auf. Na, du Toter. Bleikopfsplitzer. Da ist nichts mehr. Ja, Feinerler. Oh ja, Feinerler. Oh, ho, 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 ho. Das sieht ein bisschen aus wie Gollum. Komm, so. Entweihen wir noch ein bisschen die Leiche. So. Und dann geht's weiter. Und wenn ich mal wüsste, wo, hoch. Ja, wahrscheinlich das Fleiß einfach Folge, oder? So, du bist die Next. McClendon Robotics. Wunderschön hier. Zeig mir doch. Siehst du? Adam, ganz in der Nähe. Anscheinend in der genau entgegengesetzte Richtung. Okay, dann machen wir nochmal. Adam, Daddy, da drüben. Okay, ich folge dir mal. Ich mache mal das Spiel mit. Na toll, genau da, wo ich herkomme. Großartig. Okay, da weiter. Ich mache mal mit bei dem Spiel. So. Okay, da wieder rein. Oder noch so Knusperleiche. Wo ist dann das Happy Meal? Ach hier. Ah, da ist das Happy Meal. Na dann. Delektier dich an ihm. Oh ja. Property of Reed Wall. Wieder leicht wie eine Feder. Ah, das mal aus der Schulter. Öfters mal was Neues, ne? Oh ja, der ist... Brrrx. Ich geh kotze, Alter. Was ist streng geheim? Ach, du bist streng geheim. Hör auf. Ich gehe nicht auf die Aare, ich gehe auf der Torso. Da ist ja mehr als genug da. Ey. Der Thinker sieht dich trotzdem, geht's noch? So, du auch noch, damit du auch noch was abkriegst, Herr Frankenstein. Und du auch noch, Spidey. Voll in die Aare. Alter, lach nicht so creepy. Ach, wenn ich dich adoptiert habe, lach trotzdem nicht so creepy. Das ist echt unangebracht. Ups, da ist nochmal so ein Gorilla-Kopf. Okay, Gorilla-Kopf for the win. Dann sag ich wo. In den Po. Ich sag wo. In den Po. Und du? Ich auch noch. Ey. Jetzt so Randale. Ups. Jetzt so Randale Schieber. Lass mich doch durch. Ich will nur die Sister aufheben. Das kannst du mal machen. Bei 40 Adam kannst du es gern machen. So. Jetzt erstmal du. Herr Spinnenmann. Und dann du, Herr Feuergorilla. So, warte mal. Autsch. Hör doch mal auf. Benimm dich da mal gesittet. Jetzt hat er wirklich die Rakete im Bobbes. Und jetzt ist er tot. Jetzt aber wirklich. So. Der Herr über 90 $ Typ. Warte mal, wenn wir jetzt schon hier sind, kann ich da im Safe genauso gut wieder mir die Laserzelle noch holen. Da waren noch welche im Safe, glaube ich. Achtung. Ja, tatsächlich. Noch 22 Laserzelle. Ja, muss man nicht verschwenden, das Zeug. Und so, haben wir das gemacht. Da haben wir auch noch welche drin. Okay, da wären nur ganz normale Speere drin gewesen. Dann darfst du jetzt wieder in den Lüftungsschacht. Hoch. So. Blöder Typ. So. Dann darfst du in den nächsten Lüftungsschacht rein. Und dann schauen wir mal. Oh, nee, Quatsch. Da waren wir ja schon.
Minerva's Den ist ja wahrscheinlich nur ein großes Gebiet, so wie jetzt beispielsweise Persephone oder so. Das ist ja wahrscheinlich nur ein Gebiet, was sie hier gemacht haben. Moment, irgendwo glitzert's? Da glitzert's. Bitteschön. Ich halte der Rücke frei. Huah. Sehr schön. 80 Adam gibt's auch nochmal drauf. Sehr, sehr gut. Bitteschön. Dann geh mal weg. Ich helfe dir, dass du sicher wegkommst. So, von hinten kommt noch keine böse Überraschung. Gehst du auch? So, deine ekelhafte Adam-Pumpe ist noch hier. So, gut, die ist weg. Ich weiß, das muss man eigentlich nicht machen, aber ich finde es einfach besser, weil ab dann sind sie einfach nur normale Kinder. Und ab dann brauchen die auch wirklich Schutz. So, genau, du Leichen pflastern meinen Weg. Treibstoff habe ich mehr als genug. Okay. Rapture Central Computing ist die beste Wahl für Ihre Firmen-EDV. Natürlich. Ja, Denker denkt sogar ein bisschen für Ryan Industries. So. Ja, du gehst in den Ruhestand, definitiv. So, im Mülleimer. Gibt es auch Cookies oder so? Beste sind immer die Müllcookies. So. Was ist hier? Ah ja, Verbandskaster. Nehme ich doch gern. Bandage, ja. Man kann nie genug Bandage auf seiner fette Taucherausrüstung haben. Und... Danke, Zirkus der Werte. Und was haben wir hier noch Schickes? Nix mehr. Wobei, Zeit für einen Kaffee ist immer. So, sehr schön. Okay. Ja, da brennt noch irgendwo magisch der Kittel. Und dann dürften wir eigentlich soweit alles haben, oder? Moment, die Dinger müssen wir platt machen. Warte nochmal, was ist das? Ah, natürlich. Natürlich. Zip. So kriege ich die platt, oder? Kriege ich die so nicht platt? Anscheinend nicht. Nö. Offensichtlich bringt das nichts. Hier irgendwo... Moment. Wenn wir genug Elektromagnetik drauf ballern. Nö. Scheint wohl nichts großartig auszumachen. Was ist dann mein aktuelles Ziel überhaupt? Verdammt nochmal. Finde das Gravity Well Plasmid. Okay. Ich weiß noch, dass ich vor 2 Episoden hier irgendwo in der Gegend rumgeschlappt bin. Ja, da bin ich dann drin gewesen. Gravity Well Plasmid. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das? Kann ich mir das anzeigen lassen auf der Karte hier? Gerade mal gucken. Eine Tür mit Magnetschloss hindert dich daran, den operativen Bereich zu betreten. Das Gravity Well Plasmid wäre jetzt hilfreich, um die Widerstände zu deaktivieren, die das Magnetschloss vor Überladung schützen. Suche in Minerva's Den nach dem Gravity Well Plasmid. Ja. Geht zum Betriebstrakt. Okay. Betriebstrakt. Wo ist dann der? Airtight Archives. Ah, hier. Ein ordentlicher Stromschlag mit dem Electrobolt Plasmid sollte dir die Tür zu den Archives öffnen. Okay. Archives. Oh Gott, der Herr Baron. Gut, dann müssen wir dort hier. Ups. Aber vorher... Nee. Damit nicht. Wo ist denn das Mistding? Ah, da. Joink. So, jetzt gehört's mir. Und dann gehen wir wieder auf unseren Laser. Restrooms. Oh ja, ich gehe mal wieder aufs Klo. Erstmal aufs raue Klo. Na, hallo? Achtung, nicht wundern die Damen. Ja, uff. Erzähl keinen Scheiß, du Gesicht. Also wer schon auf dem Scheißhaus lauert, um andere abzuknallen, ist schon ziemlich ranzig. So. Okay. Ist ja was? Ah, noch so schöne Bremsspur. Geldbörse mit Gin auch noch. Sehr schön. Ich hab überall gespült hier.
Widerlich. Der Lagerkist. Ja, Vitamine kannst du immer auf dem Klo gebrauchen. Ansonsten haben wir hier nichts Großartiges mehr. Allerhaupt. Unseren Scheißhausschützer haben wir hier schon erledigt. Finde ich aber gut, dass hier immer auf dem Klo so Medistation ist. Zack, zack, zack. Ausgezeichnet. Okay, die Herren hier 8 Pissoirs. Aber die Toilette funktioniert noch. Egal wie kaputt das Ding ist, egal wie viel Schutt hier liegt, die Toilettenspülung funktioniert immer noch. Okay, sogar bei derer. Gut, 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 gut. Dann wieder raus hier. Und die Wette. Oh, Sophia Lamb Hinweis hier. Sehr geehrte Dr. Lamb, Ja, ich habe heute Ihre Einladung in Wusste ich's Ihren doch. kleinen Club erhalten. Ich möchte Ihnen im Gegenzug eine Wette vorschlagen. Nämlich, dass Sie Rapture Central Computing eher brauchen, als ich Ihren halbgaren metaphysischen Mumpitz. Ich betreibe Wissenschaft und nicht das, was immer das sein soll, was Sie da treiben. Halten Sie sich aus Minervas denn fern und ich sorge dafür, dass die Automaten und Gerätschaften dieser Stadt nicht komplett den Geist aufgeben. Ist das ein Angebot? wusste ich doch, mit dem Buch, wo der Schmetterling drauf war, war schon der deutliche Hinweis auf Sophia Lamb. Du hättest ihn anscheinend hier in das Luck Club eingeladen. In der Lamp Club in dem Fall. Komm schon. Was Stabiles. Was ist stabil? Ich bin stabil. Komm her. Du bist instabil. So wie du aussiehst. Ruhestand. Ja, die träumen alle anscheinend hier vom Ruhestand. Sollen sie haben. Ey. Pumpgun Peter. So wird das nix. Vor allem nicht mit der Phrase. Alter. Mann, 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 Mann. Sonst eine Genbank. Toter Lancer. Laser-Sicherheitsbot. Ja, komm. Der gehört jetzt mir. Eine Leiche. Kann ich bestimmt irgendwann abernten. Das war dumm. Vor lauter Gier. Zack. Und noch einmal. Zweimal Dosefleisch. Mein Lieblingsfleisch. Okay, was gibt's da noch? Laserzeller. Jawohl, nehme ich gern. Kaffee ist immer Platz. Dosefleisch, Kartoffelchips, Dosefleisch, Kartoffelchips. Hinterher ein Kaffee und nochmal ein Kuchen mit Cremefüllung. So, geil. Okay. Jetzt bin ich gestärkt für das, was hier kommt. Naja, oder ach nicht. Das ist wieder der Herr Auge. Der Augenmann. Und was ist hier noch? Gefahr am Arbeitsplatz. Fast wäre ich gestolpert. Gefahr am Arbeitsplatz. Fast wäre ich gestolpert. Genau, das ist auch dein größtes Problem hier. Okay, hier ist zu. Hier sollte ich mal besser keine Elektrobolts durchjagen. Aber hier eventuell. Eine mögliche Lösung. Ich habe begonnen, einen neuen Ansatz in Sachen Splicing-Krankheit zu testen. Natürlich. Adam hat nämlich ein Gedächtnis. Diese Methode nutzt die Erinnerung des Adams an frühere Zellkonfigurationen, um sämtliche genetischen Veränderungen bei Patienten rückgängig zu machen. Mit einer letzten Dosis geben wir dem Patienten sein früheres Selbst wieder. Es ist nur eine Theorie. Selbst für einen einzigen Test geht die Anzahl der möglichen chemischen Bindungsstellen ins Unendliche. Und ich kann das nicht allein berechnen. Aber ich habe von einer Additionsmaschine im Herzen der Stadt gehört, die eine höhere Rechenkapazität haben soll als jedes andere Gerät auf der Welt. Wenn ich deren Möglichkeiten nutzen könnte. Finger gut, ich liebe mehr als Adam. So. Jetzt haben wir die Schrotflinte. Ach, sehr geil. Ist das nur mit derzeit nur normaler Schrot. Schade, schade, schade. Okay, wie kommen wir dann hier durch? Kommen wir so durch? Nö. Offensichtlich nicht. Ich bin zum Schrot. Lass mich da durch. Also Doneve wäre das nix. Doneve auch nicht. Eventuell brauche ich hier mal einen Bohrer. Das wird auch nix. Auch wenn ich mich volle Wumme dagegen ochs, wird es auch nix. Jo, Allah. Komm. Irgendwie muss ich ja durchkommen.
Oh Mann. Na gut, dann halt nicht. Alle hopp. Dosefleisch. Es fuchst mich aber echt jetzt, dass ich da an so einen Quatscher dran komme. Alter, als ob du ein Büro hättest. Aha, da ist wieder der Augenmann. So. Was bist du für... Oh, die Augenfrau dazu. Hoho. Direkt aus Wrong Turn. Augenmann. Augenfrau. Sind das Feinerler. Okay. Dann gehen wir mal aus dem Horrorkabinett hier raus. Aha. Laserzelle wieder. Sehr schön, sehr schön. Und dann sind wir wieder hier. Was ist hier wieder? War ich hier schon überhaupt? Alter. Creepy. Oder komme ich von hier? Hier ist es schon gar nicht mehr. Ah ja, genau, ich komme von hier. Richtig. Was du dir verdienst, Josh, ist irgendwie ein widerwärtiger Tod. Ja. Damit ich ihn dir geben kann. So. Ups. Moment. Irgendwo berechnet noch irgendjemand was? Pff. Höchst intelligent. Okay, wo ist denn die Kamera hier? Moment, die muss hier irgendwo sein. Ja, hier ist er. Habe ich dich. Joink. Und habe ich dich. Gott. Puh. Okay, es geht doch irgendwie voran. Schleppend auf die verpeilte Yankee-Art, aber es geht voran. So, du Hämmer. Jetzt finden wir nämlich einmal Schrot. Und hier ist noch eine Lok. Klar, man hört so etwas auch in Rapture. Gott, wie Einer von den Business-Typen hat mich mal gefragt, wieso splicen sie sich nicht weiß? So kommt man nach vorne. So eine Idiotie. Ich habe zu ihm gesagt, erstens bin ich ganz vorne und zweitens soll es ja in Rapture darauf ankommen, was einer leistet und nicht welche Hautfarbe er hat. Ein Jammer, dass man manchen Leuten nicht mehr Vernunft einspleißen kann. Echt mal. Ja, das ist schon ziemlich ekelhaft, so Aussage. Warum splicen sie sich nicht weiß? Alter. Drück auf erstmal Zigarette. So. Und dann... ein paar Dollar und die Eve-Spritze können wir uns auch nehmen. Aber die Eve-Spritze gerade nicht. Okay, hier ist auch nirgendwo ein Staubsaugerroboter gewesen. Deswegen gehen wir hier lang. Und gehen wir zum Warehouse. Wird wahrscheinlich auch meine letzte Amtshandlung hier in der Episode sein, dass ich durch hier gehe. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Okay, da komme ich nicht durch. Ja, das ist überall massiver Scheiß. So, dann probieren wir mal ohne unser Glück. Wieder so Horrorgestalt. Okay, aber ich habe wenigstens 2 Bots bei mir. So schlimm kann es nicht sein. Thinker Input 1. Hast du das bewacht, Augenmann? Starte Eingabe der Audioinhalte in die Thinker-Datenbank. Subjekt Pearl Porter. Start der Aufnahme. Näher ran und in den Rekorder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Milton. Also, hier spricht Mrs. Pearl Porter. Ja, so. Und ich mache diese Aufnahme mit meinem brillanten Gatten, den ich sehr liebe. Und, ich freue mich schon sehr auf London. War doch gar nicht so schwer, oder? Du wirst bestimmt mal froh sein, wenn wir uns das anhören können, wenn wir alt und grau sind. Oh ja. Geiler Fortschritt. Man kann Tonaufnahme machen. Und das kein geiler Scheiß ist. Vor allem so überhaupt nicht gekünstelt und gestellt. Ich heiße bla bla Porter. Okay. Haben wir hier ohne jetzt schon aufgerahmt. Aber da würde ich trotzdem irgendwie gern rein. Komm aber von da nicht dran, ne? Nee, so komme ich auch nicht dran. An die Steuerung.
Scheiße, ich hasse sowas. Okay, noch einmal. Nochmal ganz beschränkter. Du hast britzelt und knitzelt in my Bots. Okay. Du ist nirgendwo ein Loch, wo ich durchkäme. Nee. Der Elektrobolt bringt hier einen Quatsch. Generell mal... von der Unne. Von der Unne könnte ich eventuell was reißen. Hier, genau. Okay. Ist immer ganz praktisch, wenn man das ganz blöde macht. Das hat sogar funktioniert. Okay, sehr schön. Ich liebe es, wenn ich sowas ganz blöde nochmal erkläre. Da komme ich nämlich meistens drauf, wenn ich das Schritt für Schritt angehe und mir die Umgebung angucke. Sehr schön. Okay, hier mal nichts mehr. Gatherer's Garden. Auf dich habe ich schon gewartet. Und für 330 Adam kriegen wir bestimmt was Geiles. Okay, machen wir erstmal einen Gentonika-Slot. Einen Plasmid-Slot machen wir noch frei. Eve und Gesundheitsupgrade sowieso. Da holen wir uns Electro Bowl 2. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Perfekt. So, was holen wir uns noch? Ja, Telekinese 2 ist eh Quark. Und das ist nur irgendein anderer Mist noch. Okay. Sehr schön. Okay. Explosionszeller. Du hast explosive Ionenlaser-Munition erhalten. Halte zum Aufladen R2 gedrückt. Lass R2 los, wenn der Laser komplett aufgeladen ist, um einen verheerenden Explosionsangriff auszuführen. Das klingt ja geil. Anscheinend immer gleiche Versuchsobjekt hier. Ja, irgendwas Großes rennt hier rum. Ah ne, es ist nur ein Spider-Slicer. Hey. Hey, 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 hey. Achso, du. Okay, warte mal. Sehr schön. Alter Falter. So. Sehr geil. Habe ich schon erwähnt, dass ich den Laser lieb? So, dann... Sehr geile Waffe. Mann, ich hätte echt gewünscht, dass ich den im Hauptspiel gehabt hätte. Okay. Sehr schön. Ich mag die ganze Munition für den Laser. Sowohl die normale, simple Dinger, als auch die Thermal- und die Explosionszelle. Laserzelle. Was kann ich denn hier noch Schönes holen? Ho, 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 ho. Was wird's dann noch? Nix mehr. Na gut, dann gönne ich mir noch eine Dose Fleisch mit Krummbeere-Chips, einen Kaffee und Cremekuchen noch. So, du auch noch. Ich glaube, da drüben ist unser Plasmid, was wir suchen. Upp, 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 upp. Hier ist noch irgend so... da ist noch so ein Stinkstiefel. Okay. Warte mal, das können wir auch einfach haben. Immer will ich das machen. Na, so. Du hörst uns. So ist es doch wesentlich einfacher. Okay, gut. Gucke ich mich jetzt da aber trotzdem noch um. Hier im guten Riesling-Keller. Sieht zumindest aus, als wäre das nur ein Riesling-Keller gewesen. Dann hätten sie es zwar Plasmide umgestaltet, die Schweine. Ja, da muss ich auf jeden Fall hier. Das ist der Weg. Das ist es. Dann gucke ich mich da auch noch ein bisschen um. Machen wir zumindest das Optionale heute noch. Da war ich schon, genau. Machen wir das Optionale heute noch. Dann kann ich nämlich morgen direkt zum questrelevante Teil wieder weitergehen. Wieder so ein Börse-Ticker oder nee, so ein Audiogerät wieder. Okay, überhaupt nicht creepy hier. Überhaupt nicht. Okay, der hat noch ein bisschen Bohrertreibstoff bei sich. Aber schon geil gemacht hier, ohne Scheiß. Richtig geil. Und hier haben wir noch Audiolog. Rebellen in den Archives.
Trophäe erhalten in Silber Rapture-Historiker. Und so wie diese Trottel sich aufführen, machen sie sich nur selbst das Leben schwer. Mr. Ryan muss ein Auge darauf haben, was gewisse subversive Elemente über die Archives in Umlauf bringen. So sieht's doch aus. Glauben diese Linken vielleicht, die Banditen werden so nett sein und ihre Pläne an den Zentralrat schicken? Mit so einem Schleifchen obendrauf? Bei Mr. Ryan ist das so. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Gewöhnt euch dran. So sieht's aus. Denken Sie mal drüber nach. Okay, dann haben wir soweit alles hier. Dann tue ich doch glatt, Sache. Ich gehe in den Riesling-Keller wieder runter und mache hier direkt meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Bioshock 2 Minerva Sten auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.